Das Ganze hat auch einen Umweltaspekt. Mit der Solartrockenanlage werden im Vergleich zum Erdöl 17 Tonnen Kohlendioxid an Umweltbelastung pro Jahr eingespart. Nach der Getreideernte blüht es oft gelb in der bayerischen Landschaft. Die gelbe Pracht wird für Raps gehalten, ist meistens aber Senf. Viele Landwirte benutzen die Ölpflanze Senf als anspruchslose Zwischenfrucht, die die Böden lockert. Es gibt aber auch eine Ausnahme: gelb blühende Felder im Sommer. Hier blüht Senf. In der Holledau, mitten in Bayern, wird er angebaut. So kennt man Senf. Aber dass die Senfkörner aus bayerischem Anbau kommen, ist selten. Meist werden sie aus Amerika oder Osteuropa importiert. Aber hier in Pfaffenhofen an der Ilm, auf dem Kramerbräu Naturlandhof, baut Betriebsleiter Markus Bscheidl gelben Senf für die Verarbeitung an. Als Ökobetrieb kann ich nicht immer davon ausgehen, was kann ich am besten vermarkten, sondern ich muss ja nachhaltig meine Böden gut bewirtschaften, um die Fruchtbarkeit zu erhalten. Und hier bietet der Senf eine sehr gute Position. 1,20 € bekommt Markus Bscheidl pro Kilo. Senfhersteller Theodor Hartl aus Gröbenzell würde für 1 Kilo Körner aus der Ukraine nur 24 Cent bezahlen. Aber er zahlt gern mehr für regionale Produkte. Ich habe die Möglichkeit, hier aufs Feld zu gehen, meinen Senf wachsen zu sehen, was also wirklich ein Erlebnis ist. Und das Ganze zu begleiten, praktisch von der Pflanze bis zum Glas. Ernte ist im August. 1 bis 2 Tonnen Senfkörner erntet Markus Bscheidl pro Hektar. Die Körner werden dann vorgereinigt, je nach Bedarf getrocknet und kommen ins Silo. Hier lagern 20 Tonnen Senfkörner der Ernte von 2004. Die richtige Lagerung ist entscheidend. Kühl, trocken und dunkel muss es sein. Mit Sensoren kontrolliert Markus Bscheidl ständig die Temperatur. Unter 12 Grad Celsius ist ideal, dann findet nämlich keine biologische Aktivität mehr statt. Das heißt, die Körner schimmeln nicht. Vorausgesetzt, sie haben eine Restfeuchtigkeit von unter 9%. Mit der Zeit verlieren die Körner zwar etwas an Aroma, werden sie aber richtig behandelt, können zwischen Ernte und Verarbeitung durchaus 2 Jahre liegen. Die Körner vom Kramerbräu Naturlandhof werden für Münchner Kindelsenf abgefüllt. Mit 150 Hektar zusätzlichen Vertragsanbau können auch andere Hersteller beliefert werden. 2 Paletten der Senfernte vom letzten Jahr nimmt Theodor Hartl heute mit. 80% der Körner, die er in seiner Fabrik verarbeitet, kommen vom Kramerbräuhof. Zum Münchner Kindelsenf im Glas werden sie in Gröbenzell bei München. Dort in seinem Labor prüft Theodor Hartl als erstes den Ölgehalt und das Quellverhalten der Körner. Wie viele braucht er für die richtige Konsistenz? Wenn er das weiß, kommen die Körner in die Presse. Hier wird Öl rausgepresst. Das Senföl wird als pflanzliches Motoröl für Autos weiterverwendet. Der entölte Senf sieht dann so aus. Pellets werden diese Senfbrocken genannt. Die Pellets werden in der Senfmühle zu grobem Senfmehl gemahlen. Das Mehl wird dann zusammen mit Wasser, Salz und Essig eingemeischt. In die Maische kommen je nach Sorte auch die Zutaten. Hier Paprika für Cayenne-Senf. Theodor Hartl ist immer dabei. Es sind andauernd am Produkt. Es ist keine Anlage, die inline produziert, wo der Senf das Tageslicht nicht erblickt, sondern alle Produktionsschritte sind mit der Hand und wir probieren auch und wir testen das und würzen nach oder das ist halt die persönliche Note. Ist alles gut vermischt und nachgewürzt, kommt die Maische noch einmal in eine Mühle. Hier wird nass gemahlen. Wie die Mahlscheiben aus Stein eingestellt werden, ist entscheidend. Die grobe Maische muss so fein gemahlen sein, dass sich die zerquetschten Körner mit dem Essig und dem Wasser verbinden. So bekommt der Senf am Ende seine cremige Konsistenz. Ganz fertig ist er aber immer noch nicht.
Die Creme enthält noch Sauerstoff und würde sich nicht lange halten. Um sie zu entlüften, wird in einem luftdicht verschlossenen Behälter ein Vakuum erzeugt. Jetzt ist der Senf abfüllbereit. Bevor er in die Gläser kommt, hat Theodor Hartl noch den Löffel drin. Der fertige Senf muss nochmal ins Labor. Hier wird der pH-Wert gemessen. Er gibt Auskunft über die Haltbarkeit. Unter 4 sollte er liegen. Erfüllt der Senf die Qualitätsanforderungen, ist es endlich soweit. Er kommt ins Glas. Hier wird körniger Senf abgefüllt. Seit vielen Generationen macht die Familie von Theodor Hartl Senf. Er hat heute über 20 Sorten im Angebot. Unter verschiedenen Namen vertrieben gibt es Senf für jeden Geschmack. Vom traditionellen süßen bayerischen Senf über Meerrettichsenf, Dijon-Senf und Kindersenf bis zum Cayenne-Senf und Bärlauchsenf. Zur Wiener Wurst passt aber immer noch der normale Mittelscharfe am besten. Dieses Jahr haben Landwirte hier in der Gegend schon auf 150 Hektar Senf angebaut. Letztes Jahr waren es nur 20.